Hallo, ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play The Evil Within Uwe Pelzig. Ja, in der letzten Episode haben wir das Dorf hinter uns gelost. So. Haben wir das Dorf hinter uns gelost und sind jetzt Richtung Hospiz unterwegs gewesen. Zum Bruder von dem Arzt, der uns begleitet. Ja, wir müssen los. Okay, du kannst nicht in die Klinik. Aber du kannst mit in die Safe Rooms. Interessant. Wir haben, glaube ich... Axt. Sehr, sehr gut. Das finde ich schon mal sehr gut. Huch. Was hat der Junge für ein Problem? Ah, da. Okay, ja, da kann er jetzt noch gern reinrennen. Das juckt mich erstmal nicht. Ich stehe jetzt erstmal ganz gern da rein. Und hier lieber mal alles säubern. Und nochmal... Sub? Wie keine Sorge. Was ist hier nur passiert? Alter. Das war gebabbelt schon im Hintergrund. Abziehen. Alter. Scheiße. Auf einmal fühle ich mich hier wieder ganz, ganz unwohl. Rieslingflasche will ich nicht. Ich hätte ganz gern... Geh fort, Arzt. Ich hätte ganz gern meine Knarre wieder geladen. Ja. Die ist wieder voll geladen. Und dann schlagen wir hier noch ein, was geht. Werkzeugdealer nehme ich auch sehr gern. Und Blubber ist auch immer willkommen in der Flasche. Solange ich es nicht selber auflesen muss, ist alles in Ordnung. Okay. Das ist ein Schäm-dich-Schrank. Haben wir hier was drin? Gegner sind auf jeden Fall schon mal in der Nähe. Irgendeiner ist da. Ja. Du hast so gewollt, Kerl. Scheiße. Okay, er hat ein bisschen Munition bei sich, das ist schon mal gut. Das ist wieder so ein, ja, wieder so ein Schäm-dich-Schrank. Da ist da Blubber dabei? Nee, aber da ist Schrotflinte-Munition dabei, das ist super. Die lade mal ach. Ach Gott, schier hätte ich dem Typ jetzt noch der Schädel eingeschlagen. Okay, da haben wir nichts mehr drin, doch. Da ist wieder ein bisschen Glibber. Das nehmen wir auch sehr gern. Von Glibber nämlich so viel, wie ich kriegen kann. Und Latsch. Okay, aber war nur einer von den Zombies. Dann gehen wir jetzt nochmal runter. Alles freilegen. Hier. Will ich wissen, was da abgeht? Ach nee, Quatsch, da gehen wir wieder raus aus dem Haus. Ich mag aber wieder rein. Ja, uff. Okay, da muss ich dann lang, ne? Wenn ich da im Erdgeschoss weiter gucken will. Da war man schon. Oh, ich um mal Orientierung. Der Onkel Doktor ist hier. Ah, na, was schafft dann der da? Wäh. Widerliche Sau, Mann. Rieslingflasche noch. Nicht so wütend, Mann. Du hast doch gesagt, nichts zerreißen. Da ist noch eine Rieslingflasche und da ist noch Glibber. Blub. 100. Okay, besser als nix. Dann gehen wir wieder da zurück. Aus der Küche raus. Dann gehen wir mal zum Onkel Doktor, ne? Doktor, nein, nicht. Valerio, ich bin's. Das ist mein Bruder Valerio. Leslies früherer Arzt. Abziehen. Ja, alles freilegen. Hey, was machen Sie da?
Hoppla. Der liebe Onkel Dr. Schmalzgrab ist nicht so freundlich, glaube ich. Flinte habe ich noch, ne? Komm her, Onkel Dr. Schmalzgrab. So. Ist das ein Fettsack. Es juckt. Es juckt. Dieses Jucken. Ja, es juckt so sehr. Dann kratz dich doch. Trophäe erhalten. Das Hospiz ist mein Zuhause. In Kupfer. Scheiße, scheiße, scheiße. Unmöglich. Okay, Granate hat er dabei gehabt. Kann nicht ruhig sein. Körper ist weg. Da müssen wir wenigstens nicht verbrennen. Aber der wird auch vermisst, wenn wir jo in der Klinik sehen, ne? Vielleicht wieder einer von unseren Massenmordopfer. Oh je, oh je, oh je. Kann man dem noch was machen? Ja, kann man bei dir noch Onkel Doktor machen? Nicht? Geht. Okay, da haben wir sonst nichts mehr. Aber ambientemäßig ist das schon heftig, würde ich sagen. Ach doch, nee. Warum versteckt er dann Schlüssel in dem Bauch von dem? Mann. Typisches Chirurgenproblem, Alter. Hängt dein Schlüssel doch an einen Hoker oder legst in eine Schalreihe, Mann. Jetzt müssen wir wieder so Sauerei machen. Warum macht er das so in den Bauch rein, Mensch? Ist das eklig? Nee, an der Not entlang, die Sache, ne? Da. Ja, können wir doch jetzt nicht. Reihstecher oder... okay. Ach, nee. Ah! Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ach du Scheiße. Gott sei Dank war die Facecam ausgeblendet. Habt ihr mich nicht zusammenzucken gesehen? Wie kann denn der wieder aufstehen bei sowas? Gibt's dann das? Steht denn eigentlich ganz gern Verbrenner, aber das ist nicht drin. Scheiße, wie eklig. Nee, da geht's wieder nur in die Küche. Da hat er wohl gepennt, der Herr Onkel Doktor. Und es hängt wohl irgendwie alles mit dem ominösen Rubik zusammen. Das kam von draußen. Ja, Nix do hier. das lohnt es sich wohl anzuschauen. Was dann? Windeswisser. Ach du Sau. Ach du Ferkel. Zeig nicht doch auf mich, du Arschloch. So, das hast du vor. Man zeigt nicht auf andere Leid. Und vor allem schmeißt man sie nicht auf den Scheiterhaufen und spießt sie dort drauf auf. Du Ferkel. Nichts gegen dich, Kumpel. Gut geschossen. Ja, danke. Jetzt bin ich mir aber unsicher. Muss ich hier lang oder... Oder sollte ich da, wo der Leslie Nielsen nie gerannt ist? Ich gucke mich erstmal hier um, oder? So, da ist noch ein Schupper oder sowas. Kann ach nie schade, oder? Da haben wir noch was. Harpunenbolzen. Eine mächtige Harpune für die Qualenarmbrust, um Gegner aufzuspießen. Alles klar. Wie kann ich eigentlich bei der Qualenarmbrust... okay. So kann ich wechseln. Okay, ich hätte ganz gern die Dinger eigentlich noch drin. Bei der Qualenarmbrust hätte ich Dodofu gern noch einer. Ja, komm. Lass gut sein. Steigen wir wieder auf den Revolver um. Für die normale Gegner reicht das so.
Hoi. Ja, hängen wir mal ein bisschen ab, ne? Ach du liebe Zeit. Ich finde es immer amüsant, wie die so, ah ne, die ist auf dem Hocker aufgespießt. Die hängt nicht am Hals. Okay. Für Teufel. Wer macht sich ach die Mühe, die dann do hi zu hängen? Also mal ohne Scheiß. Daneben ist ein Scheiterhaufe, voll mit Zeich. Warum hänge ich dann do Leid an den Hocker dran? Na, man muss die Logik von den Zombies irgendwie nicht nachvollziehen können. Ist überhaupt ein Wunder, dass die so logisch agieren können, so halbwegs. Dass die sowas machen. Normalerweise sind wir auffuttern, ne? Na gut. Jetzt ist der Dr. Schmalzgrab auch kaputt. Und dann können wir wohl auch in die Gegend hier rein, ne? Den Schlüssel haben wir ja nicht verumgekriegt. Und patsch. Da ist noch Sub. Ja, nicht zurück. Ich wollte noch die Sub einsammeln. Entschuldigung, Euer Majestät, der hier heroisch ins Nichts rennt. Okay. Da ist wieder ein Nebenraum. Du könnt... Das kann alles nicht sein. Ach du Scheiße. Hör doch auf. Zum Scheißdreck. Mann. Hab ich mich jetzt verschrocken wegen dem Scheiß. Ein bisschen Glipper. 500. Das hat schon fast den Schock entschädigt. Okay. Da ist noch eine leere Riesling-Flasche. Ach, wäre doch nur Animal voll. Und noch Sub. 200 Stück, das ist nicht verkehrt. Ah, da kann ich mich durchquetschen, ne? Super. Da gibt's dann bestimmt irgendwas Tolles, oder? Da sind Pistolekugle drin, das ist spitze. Leere Riesling-Flasche und Ursuppe. Und zwar 300 Stück. Das ist cool. Da haben wir nix. Ah, Mann, die Farbgebung in dem Spiel finde ich auch sehr irritierend mit dem Schwarz-Weiß bis Sepia-Ton. Hier ist noch was. Ah, Akte. Notiz von Dorfbewohner. Sie haben Norman umgebracht. Seine Hilfeschreie haben plötzlich aufgehört. Ich höre jede Nacht Schreie. Wenn ich nicht versteckt bleibe, bin ich der Nächste. Das klingt nicht so toll. Was mich aber irgendwie etwas irritiert, ist, dass diese Dorfbewohner hier in Elk River, obwohl es um das moderne Crimson City wahrscheinlich die Vorstadt ist, sieht die Stadt aus wie, oder sieht das Dorf hier aus, wie um 1900, beziehungsweise Mitte 19. Jahrhundert irgendwie. Also das passt so nicht wirklich zusammen, finde ich. Klatsch. Dann gehen wir hier weiter. Also das finde ich etwas strange, dass es hier so vorjahrhundertlich noch aussieht. Ja, nicht so schnell. Ich warte schon auf dich, Dr. Krückstock. Das ist höchst wunderbar hier, aber ich glaube, da will ich nicht hier. Okay, da kommen wir nicht durch. Wir sitzen hier aus. Hier ist auch nichts. Wir müssen meinen Patienten Leslie finden. Ja, wir machen uns hier auf der Weg. Kreisch doch nicht, pienst doch nicht rum. Du kannst ja gerne alle vorgehen. Okay. Da haben wir nichts. Ich will halt nichts verpassen. Die Endtruhe, die ich in der letzten Episode schon in der Shire nicht geholt habe, das macht mir schon genug zu schaffen. Das soll mir nicht nochmal passieren. Hallo, ich bin's, der Bastel. Na? Seid ihr alle da? Ah, super. Ah, jetzt werden wir gerade wieder verwöhnt, sehe ich. Das finde ich super. Das finde ich echt super. Du ist nichts. Du auch nicht. Ich kann... Ah, mein Lamp war schon eingeschaltet, okay. Ah, da haben wir noch ein paar Streichhölzer. 2 Stück, die nimmt er auch alle mit. Der Ochs hat ja genug Kapazität dafür. Und ich meine, völlig logisch, spritzt dir Sub und du bist in der Lage, mehr Streichhölzler zu tragen. Das ist logisch. Okay, wieder ein Versteckeltischschrank. Er ist darunter. Ja. Geil. Ich gehe jetzt einfach mal etwas offensichtlicher hier durch. Warte mal. Einen Moment. Halte mal den Gaul an. Ich glaube... Das war jetzt erste Stockwerk. Ich det erste Mal ganz gern
Servus. Ich die erstmal ganz gerne nochmal gucken. Da war nicht nochmal ein anderer Weg, ne? Nee. Alles okay, jetzt trete ich dem der vor die Nase. Das macht dann aber nichts aus. Das ist ja gewohnt von seiner Psychiatriepatienten. Können wir da aufmachen? Da können wir nicht aufmachen. Okay. Nee, dann muss das wohl so sein. Okay. Na dann gehen wir mal runter in den Rive-Keller. Wir müssen los. Wir müssen los. Ist ja gut. So, da, was ist da? Ah, das sieht schon so schön einladend aus hier. Da wollte ich schon immer mal nicht sein. Was ist da? Kleiner Raum mit Vogelkäfige und Hunde und Katzenkäfige, also Tierkäfige allgemein. Da ist noch eine kleine Truhe, die machen wir gleich auf. Okay, das kann er nämlich wuchten. Die zwei sind so viel. Da passt nichts mehr rein, du dir die Hose platze, wenn er es machen tät. Und da haben wir noch Shotgun-Munition, das finde ich auch sehr geil. Schankedön. Dann wechseln wir wieder auf den Revolver. Und ich glaube, da ist noch so ein Sprengsatz, oder? Wenn das rot leicht ist, immer Sprengsatz, oder? Was sagt's? Schäm dich, Fenster. Nee, anscheinend eine Rotkammer für Fotoentwicklung. Batsch, Servus, Trollpunkt. Sind wir wieder so weit, ne? Kann man die Scheibe hier eigentlich... Ah, die Scheibe kann man auch einschlagen. Das finde ich gut. Batsch. Da ist nichts Interessantes drin. Okay. Saft der Kraft oder? Nee, nur Riesling. Wobei in dem Pals ist ein Riesling. Ach, Saft der Kraft. Können wir uns die Bilder da angucken? Nee, alles arg verschwommen. Sieht aus, als wären das keine richtige Aufnahme. Nur verwackelte Aufnahme. Okay, schade drum. Schade eigentlich. Wenn du erinnerst dich, da schon so Kinowand errichtet hat, hätte ich mir die eigentlich auch ganz gerne angeguckt, muss ich sagen. Okay. Da hat aber jemand gebastelt. Oh. Nur die Leslie. Beruhige dich. Warten Sie, Doc. Ich glaube, da kommt was. Hi. Na, was kommt dann da? Hier ist was. Beruhige dich. Hier ist was, mach Sachen. Ja, dann komm, ach rein, du glitschiges Vieh. Oh, da hat was. Da hat was gewackelt. Etwas Schreckliches. Hilfe. Nein, 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 hau ab, du Dr. Soldberg, hau ab. Wie geht? Geh weg, Dr. Soldberg. Hausch du ab. Nein. Nein. Du musst keine Angst haben. Ich hab aber Angst. Sag mir nicht, dass ich keine Angst haben soll. Und du, hör auf zu zappler. Du wurdest ja nicht von Dr. Soldberg angegriffen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Zündnah, zündnah. Hier zu bleiben wäre Selbstmord. Ist man hier nirgends sicher? Ach du Scheiße. Unwahrscheinlich. Ach du Scheiße, jetzt kommen auch noch unsichtbare Dr. Soldbergs. Kann nicht raus. Wir müssen los. Hier lang. Ja. Kann nicht weg. Kann nicht weg. Gott, kümmer du dich erstmal um den Leslie Nielsen und, oh, Scheiße. 1000 Supfner, wenigstens sind sie spendabel, die Kerle. Habe ich irgendwo noch, hoppla, habe ich irgendwo noch Spritzer? Ja, danke. Wollte ich schon immer mal verwenden. Okay, da können wir auch reingucken. Da ist noch Schleim. 300 Schleim, ja, super. Und da unten ist noch eine Rieslingflasche. Okay, auf die muss ich jetzt anscheinend achten, auf die Kerle. Wenn die Luft schwabbelt, dann drauf schieße. Oh Gott, haben die mich verschreckt. Vor allem, weil das wirklich so total unerwartet kam, dass das so ein Dr. Soldberg da ist. Uah. Die Treppe ist weg. Wir müssen alle gemeinsam den Verstand verloren haben. Verstand verloren. Verstand verloren. Verstand verloren! Verstand verloren! Verstand verloren! Oh Gott. Nein. Ruvik. Tatsächlich. Leslie. Wer zur Hölle sind Sie? Nein! Nicht hinterher!
nicht hinterher heißt normalerweise, macht grad genau das, was er gerade eben verboten hat. Und ich würde sagen, das machen wir doch gerade in der nächsten Episode, weil wir sind gerade kollektiv dabei. Verstand verloren, Verstand verloren. Da brauche ich ein bisschen Ruhezeit. Und bei den Knetköpfen kann ich eh nichts mehr machen. Deswegen, wir steigen am Ruvik noch in der nächsten Episode von Let's Play The Evil Within auf Pelzig. Machen's gut bis hier und danke nochmal fürs Zugucken. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, mir halt nochmal ein bisschen beim Erschrecken zuzugucken. Bis dann, euer Yankee.